Talk it like Luz D. Web. Hola, muy buenas tardes, chicos. Wir sind wieder back in the house. In the house. What's poppin', people? Wer ist da? Like Luz D. Present, talk it like Luz D. Yes, baby. Let's go, Ab play, jetzt play, Designers. play, play. Ab jetzt sind wir Music Designer, on. Chicos. Wir sind Designer. Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Hello. Was läuft, Bro? Wie geht's? Alles klar? Bist du fit? Happy New Year! Happy New Year, gutes Neues, Bro, Mann. Gutes Neues. Gut. Vorher schon 3 Stunden miteinander geredet und noch nicht gutes Neues gewünscht. Gell? Voll die fake Leute, Alter. Wir machen alles nur für Absolut. Klicks. Was ist so schön braun aus, ey? Bro, das ist Was ist passiert? Sonne von Sri Lanka, Sonne von den Malediven, Regen von den Malediven. Bro, Sachen passieren. So schön bleich. Ja, Bro, du bist halt du bist ein bleicher Schippi. Den brauchen wir, irgendeinen brauchst Ja, du. sag mal. Ein bleicher Schrippi. Und ich, der Braun brennt, die möchte gerne Latino. Wie geht's, Bro? Alles gut, soweit. Alles klar. Super, gesund, munter, motiviert fürs neue Jahr. Bist du ready fürs neue Jahr? Ja, war absolut ready. Sind die Bücher schon voll? Terminkalender schon voll? Ja, es läuft eigentlich ganz voll nicht, aber momentan am Schauen, am Organisieren. Wie läuft es in dem Geschäft? Bist du zufrieden? Hey, super im Fall, tipptopp. Jetzt Jahresabschluss ist auch immer so etwas. Der Dezember, irgendwie so Quartal 4 ist Ist immer heavy. immer heavy. Jeder will Ja. noch etwas machen, will Ja. will noch abschließen vor Ende des Jahres und dann kommt noch alles rein. Aber dann ist es ein bisschen so eine Woche wirklich ruhig gewesen. Schon? Die ruhigste Woche im ganzen Jahr ist eigentlich die letzte Woche vom Jahr gewesen. Wirklich? Ja, krass, voll. Alter, krass. Und dann Da hast du eigentlich 2-3 Podcasts abgesagt im Ende Jahr. Nein, geil, Alter. und nachher, jetzt fängt es wieder an, jetzt kommen alle wieder. Geil. Jetzt, wir haben heute Montag Ja. und ich habe gemerkt, jeder läutet mir an. Also nein, heute haben wir nicht Montag, heute haben wir Dienstag. Das ist Dienstag, ja. Ja. Das ist Dienstag. Jeder läutet mir, schaut mir immer am anrufen. Seit am Morgen ist mir so ein alter Mann am anrufen. Einfach Nummer anzeigen. Einfach falsch. Ja, du siehst es glaube ich nicht richtig. Und der hat eine falsche Nummer, die er am wählen ist. Aber er ist ganz alt und merkt es glaube ich gar nicht. Bro, bezüglich, Willst du abnehmen? bezüglich Nummern zeigen. Ich habe mal einem Kollegen von mir, ich habe ihm angerufen, Ja. FaceTime 2-3 Mal und der so, Bro, du hast mir gar nicht angerufen. Und dann habe ich ihm nochmal angerufen und ich habe einen Screenshot gemacht und auf Insta gepostet. Bro, und ich habe gar nicht überlegt, aber ich habe einfach seine Nummer geklickt. Voll. So eine, mit so, wo so ein bisschen mehr Bekanntheit hat und nicht so geil ist, um seine Nummer zu liegen. Und ich habe es gemacht und mir schreibt nachher irgendwie so, 15 Minuten später schreibt seine Freundin deswegen, kannst du das mit? Ich so, shit, du, das sorry, Scheiß. ich habe es mir so als Joke gemeint, weißt du, nicht meine. Und nachher gesehen, ich so, fuck, hast du die Nummer geklickt? Alter. Voll Scheiß. geil. Du und wie sieht es aus? Letztes Jahr? Ein bisschen Rückblick. Luz D. Luz, die letztes Jahr haben wir, wie viele Episoden haben wir letztes Jahr echt rausgebracht? Das weiß ich gar nicht mehr. Was würdest du jetzt so schätzen? Wie viele haben wir letztes Jahr rausgebracht? 12, 13. 12, 13, also schau, wir haben letztes Jahr. Ich würde sagen, da hätten wir eigentlich uns vorbereiten auf die Frage. Also, Das ist ich auch sag's dir, recht. glaub, wir haben letztes Jahr wir Hure auseinander. Also eigentlich alles letztes Jahr gewesen, ja? Ja, Mann. Ja. Ah nein, weißt du, so kann ich da gar nicht nachschauen, lol. Wir haben es einmal wieder wie re-uploaded. Ah ja. Ich würd sagen, wir haben letztes Jahr sicher, nein, auf Insta müsste ich das nachschauen. Aber ich würde sagen, wir haben etwa 12, haben wir sicher rausgebracht. Schon, Mhm. Warte, wo kann ich das Scheiß jetzt nachschauen? Da, angefangen, das war im Mai. Gewesen. Der Fabio war im Februar. Gewesen. Da, der Kavar ist im Januar. Ja, wir haben letztes Jahr, das ist 3. Januar, also 1, 2, 3, Ja, kommt 6, schon. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Hey. 14, 15, 16, Hey. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Episoden haben wir rausgebracht. Wow. Also Kollege, know your business, Alter. Wenn du bist ja schlecht, was Und für jetzt 12, Alter? die Frage an unsere Zuschauer, wie viel hast du von denen geschaut? Du kannst in unserem Gewinnspiel mitmachen, wenn du 20 von den 20 geschaut hast. Dann gewinnst du was? Dann darfst du kurz nachdenken in KFC mit dem Luz. Ja, Mit mir nicht, weil meine Zeit Mann. ist zu wertvoll, Alter. Aber weißt du, das könnten wir wirklich mal machen. Wir könnten wie so irgendeine Verlosung machen und mit irgendeinem Zuhörer irgendeine Frage stellen über irgendeine Episode. Ja, Ja, ich sage es mal einfach vom Andri, vom Politiker, Ja, vom genau. Nationalrat.
irgendeine Frage stellen, wo du nur weißt, wenn der ganze Podcast gelesen hast, nicht einfach so ein Real-Ausschnitt. Oh, Und wenn der die Frage zuerst beantwortet, der kommt 10.000 Stutz. 10.000 Stutz. Oder eben irgendwie Dann was wird Nachtessen oder so. Dann wird jeder, das wäre gut, eine gute Strategie fürs Marketing. Da könnte man... 10.000 Stutz, aber gut, wer investiert 10.000 Stutz? Finden wir einfach in so einen Sponsor. hängengebliebenen Sponsor, Alter. Ja. Weißt du, im Nachhinein, wenn du so zurückblickst, weißt du, was sind so die ein, zwei Sachen, die dir gerade in den Kopf kommen vom Podcast, vom 24? Für mich jetzt Ja, als das Highlight. weiß ich. Das weiß ich, das kann ich auch gut sagen. Was? Bundeshaus, Ja. wo wir eingeladen worden sind. Aber der ist absolut. nice, dass das der- ist richtig nice gewesen. So als politisches Kind. Also ich erwähne sehr viel, die bei uns hier im Podcast sind. Ja. Aber so, wenn mich jemand fragt, so, dass wir in den Leuten können sagen, wie ernst unser Podcast ist, sage ich immer das, ey, wir sind eingeladen worden im Bundeshaus. Dann sage ich, weißt du, das ist schon so ein bisschen der Next Das Step. ist schon nicht? wieder, ja. Dann sage ich jetzt, ja, wirklich? Ja. Wo? Dann muss ich auch einen Podcast mal hören. Ja, los. Voll, der bringt im Fall auch sehr viel. Der bringt auch. Und ich habe auch gemerkt, ich bin auf der Bank tätig oder Finanzbranche und der, der bei uns im Podcast war, ist der andere. Ja. FDP-Politiker, Ja, ja. also weißt auch noch Bankenpartei in dem Sinn. Aber das würde jetzt nicht jeder FDP-Politiker so unterschreiben, aber eher wirtschaftsfreundlich. Und der hat dort mega Welle geschlagen. Dort sind alle Mitarbeiter sind zu mir So gekommen, hure viele Leute sind zu mir gekommen. Der hat hure Welle geschlagen, der ganze. Hammer. Der ist schon wild gewesen. Aber er hat uns ja auch versprochen, wenn er Bundesrat wird. Bundesrat wird, dass er Ja, voll. Talk Like Lucy. Und er hat uns, wir haben das aufgenommen und Handschlag gegeben. Er sagt Schau noch mal, ein wie bisschen ernst- Wer sind der? Block! Vor allem für mich, diese Episode ist für mich das Highlight gewesen, der Luz. Ich weiß nicht, ob das im Podcast war oder der Luz, du. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder nicht, du einfach so zu ihm ganz knallhart. Wo er so auf dem Knopf gedrückt hat und gesagt hat, ey, ich brauche Hilfe, weißt du, wegen dem Kabel, das wir vergessen haben. Ah ja. Er hat ihm gesagt, so, hey, kannst du echt das bringen? Er drückt auf den Knopf, 3 Minuten später kommt einer, als ob er Trump wäre. Ja, Kommt einer ins Zimmer rein, so ein Techniker, weil wir wie Böcke dort Kabel vergessen. Nachher der Luz so, hey, du bist schon mächtig da drin. Kannst du mir einen Schweizer Pass organisieren? Der hat sich mit 10 Minuten mit dem reden, der hat sich gedacht, das ist ja voll die Banane. Gell? Wir können da nicht vergessen. Am liebsten will abbrechen, aber er hat es nicht mehr können. Er musste durchziehen. Ich Aber bin zu nein, viel. ist wirklich mega cool. Ich bin gegangen mit ihm zu Nacht essen. Nein, ganz geil. Voll, wir sind noch im Kontakt. Du ihm das wieder erwähnen wegen dem Bundesrat. Ja, das lass nicht vergessen. Das Das ist geil, ist wenn ich mit ihm in Kontakt bin. Ich hoffe, dass ist jetzt zu fest aus dem Nähkästchen Ja. plaudert. Immer wenn er mir alle sagt, hey, Herr Bankdirektor, ich komme im Bundesrat, was läuft? Geil, ja. Nein, look, es sind so viele Gäste Ja, letztes Jahr bei uns gewesen. So verschiedene Leute, so verschiedene Menschen, verschiedene Sichten. Ich finde das auch einmal geil. Ich finde das mega geil an unserem Podcast, dass wir das Absolut. so zum uns mal selber ein bisschen loben, weil uns niemand lobt von euch, die zuhören. An dieser Stelle, wir machen nie Werbung für uns selber. Ihr folgt schön. uns auf Spotify, auf YouTube, auf Instagram und dann auch Genau. das bewerten, ganz wichtig. Bewerten. Hat uns der Fabio gesagt, Marketing, Also der Spotify Finanzfabio. Ja, genau. bewerten, genau. Genau, Spotify bewerten, YouTube, wo auch immer. Bitte macht das. Bitte. Das ist Liken, ein Neujahrsvorsatz kommentieren, für euch. Bitte tönt liken, teilen, irgendetwas. Absolut. Wer ich auch noch geil gefunden habe, ist. Ich habe auch Vanessa Meyer eine geile Episode gefunden. Ah, das ist auch gut gewesen, ja. Weil es halt so ein bisschen Insights ist von TV und so Zeugs, das habe ich auch. Habe ich jetzt persönlich auch sehr interessant und spannend gefunden. Der Triton habe ich letztes Jahr gesehen, der Deda. Ja, das hast du schon erzählt. Gell? Voll. Geil, auch ein ganz geiles Sieg. Bist gerade am Blut? Ey, boah. Ist der, Wer auch ein bisschen Wellen geschlagen hat. sogar der David ist auch im Januar gewesen. Wo bist du jetzt am Schauen? Ja, auf Spotify oder auf Ding? Insta. Ja, dann ist er. Ja, Crazy. ja. Wir haben die meisten eigentlich im 24 rausgebracht. Wir haben ja im November 23 haben wir das Ganze gestartet. Wir sind jetzt eigentlich wir haben es gar nicht zelebriert, Alter. Los die 1 Jahr. Ja, voll. Marketingtechnisch wieder mal dumm. Scheiße. Werbung für den Luz und seine Marketingfirma. Aber das kommt. Das Nein. Ding ist auch wild, der Senat. Ja, das ist auch mega Ist gut. bei uns gewesen und nachher natürlich gerade in den Stadtrat von Luzern gewählt worden. Absolut. Wo der Dennis wir bei haben uns- Einfluss, wir haben Einfluss auf die Politik. Bro, wo der Dennis bei uns war, im Podcast, Ja. Fußballer, Ja. spielt ja jetzt bei Vaduz. Ja. Er bei uns war, im nächsten Match hat er sein erstes Goal gemacht für Luzern.
Also Leute werden wiedergewählt in Nationalrat, Leute werden gewählt in Stadtrat, Leute machen Goal. Oh Scheiße, ich kann nicht da wählen. Ja, das sollte nicht so tun. Aber genau, das ist so. Das heisst, jeder Gast, der bei uns reinkommt, Alle Profit. wild. Alle wild. Profit. Profit, ja, kommen zu uns. Absolut, komm zu uns einfach. Ich habe das Ding auch mächtig gefunden, man, der Nate. Ja, das ist auch. Und auch die wir jetzt nicht erwähnt haben, wir haben jetzt einfach mal so Absolut. Ja, jeder, den wir hier rein hatten, allgemein. Und ja, wir freuen uns auf das Jahr. Also das Jahr ist schnell vorbei. Aber wir machen immer noch weiter. Obwohl wir jetzt gegen Ende Jahr ein bisschen in Stocken gekommen sind. Ja, Mann. Aber es ist schon, wir müssen schon sagen, also Podcast ist schon aufwendig. Also es ist aufwendig. Es ist mega aufwendig, Mann. Allgemein das Organisieren, mit den Leuten schreiben, Termin finden mit 3, weißt du, Ja, dass, voll. dass jedem ein Termin passt. Das muss mal nicht passen. Und dann Produktion, veröffentlichen, dranbleiben, aber wir machen es wirklich gerne, also wir machen es mit Leidenschaft. Sonst hätten wir Ich glaube, schon lange das, aufgegeben. das merkt man. Und das, ich habe immer wieder, wenn ich Leute treffe, die unseren Podcast konsumieren, hören, schauen, wird das immer wieder erwähnt, dass man merkt, dass man das gerne macht. Weißt du, dass Absolut. dass man unsere Passion dahinter sieht. Genau. Das ist auch genau das. Ich habe das schon 2-3 Mal gesagt im Podcast. Ich finde es geil, wenn man einen Gast da hat, der seine Passion uns überbringt. So in dem Sinn. Das finde ich mega beeindruckend, wenn das jemand wirklich dann auch so kann. Was könnt ihr mir noch vorstellen, was noch interessant ist? Wie ist die Aufteilung im Podcast? Wie tun wir das wer macht was bei uns? So, weißt du, dass wir das mal in den Leuten da kommunizieren. Also eigentlich ganz einfach, ich mache alles. Nein, das Technische mache ich. Ja, aufnehmen, schneiden. Aufnehmen, schneiden. Macht auch Sinn, ja. Da eben alles vorbereiten und du hast den Kontakt mit den Leuten, du es veröffentlichen, du musst den Leuten schreiben, du machst eigentlich auch 80%. Also vor allem der kreative Teil, was das dann ist, das machen wir ja beide. Ja. So viele Ideen geben und so, und das ist ja auch mega wichtig und wertvoll. Absolut. Da sind wir auch immer wieder im Kontakt. Ja, voll. Und also wenn ihr Loose-D-Account schreibt, dann antworten eigentlich immer ich. Hauptsächlich der Randy, ja. Ich finde es geil, wenn Leute schreiben, die dich kennen. Weißt du, ey Bro, was läuft? Weißt du, mit dem Clive. Oh mein Gott, komm, erzähl den mal, Alter. Der ist auch Legende gewesen. Nein, ich weiß gar nicht, wie ist der gegangen? Mit, Bro, der Clive, du bist gerade mit dem irgendwie an irgendetwas am Draht gewesen. Ja, genau. Irgendwie Ein Auftrag. Ja, ein Auftrag oder so. Und ich habe das ja nicht gewusst. Ich bin nicht in deinen Ja, in deinen Arbeitsbüchern drin, wie du Absolut. das, mit wem du gerade zusammen schaffst und so. Und ich habe mit ihm Kontakt gehabt. Und ich so, ey Bro, können wir das machen? Podcast, dies, das und so. Und nachher, jetzt weiß ich. und nachher schreibt er mir nicht retour. Und er schreibt dann dir privat. Nein, ich bin nachher beim Auftrag, also bin ich vor Ort gewesen. Ah, ja, Und genau. der hat mir auch gesagt, ja, weißt du, wegen dem Podcast, ich melde mich da. Weißt du, einer von deinen Mitarbeitern hat mir geschrieben gehabt. Und ich so, was für ein Mitarbeiter? Ich so, wer hat er geschrieben gehabt? Ich so, okay, ja. Weißt du, dann habe ich so ein bisschen da, als wäre ich informiert worden. Dann habe ich dir angerufen. Ich so, hey, hast du Clive angerufen? Er so, ja, voll, ich habe geschrieben gehabt, weißt du? Ich so, er hat mir gut gesagt gehabt. Die Szene ist dann schon witzig. Auch mit dem Kai, mit dem Bosser. Das war auch wild gewesen. Der Fußballer. Ja. Mit dem Thema Schizophrenie und so. Das ist ja natürlich auch das ist auch mega witzig gewesen. Vor allem, weißt du, was ich witzig gefunden bei ihm? Der Kai ist da gewesen, mit uns den Podcast aufgenommen. Und parallel dazu ist der Arber ja da gewesen, auch im Studio. Ja, genau, aufnehmen. Und irgendetwas am Aufnehmen, Video, Ja, genau. irgend sowas. Und so die zwei, ich muss mir vorstellen, der Kai Woser und der Arber sind miteinander nachher auf dem Sofa da hängen. Riesengespräch. Die Konversation von diesen zwei, von unserem Gangster-Rapper und unserem schizophrenen Fußballer. Mein Gott, das ist geiler als jeder Podcast, den wir aufgenommen haben. Ja, das ist das. Der hat mich verrissen und der ist wirklich nice gewesen. Und so, was natürlich auch geil war für Familie intern von mir, der Dominik Egeter, der da war. Ja. Ich habe gerade vor 2 Wochen habe ich meine Cousine gesehen und ihren Mann, wo einmal mit dem Camper reisen zusammen dort an, wo er Rennen hat. Aha, mega. Und ich habe das gesagt und er hat eine Frage, also geil und so Fans und so. Trifft ja ab und an mal Fans, der Dominik. Und eben der Mann von meiner Cousine, der hat eine Freude gehabt. Ich mit ihm gefacetimed und so. Der ist ins Loch gefallen und nachher sind wir rausgegangen. Das ist mit einem riesen Bus. Wie sagen wir denn?
sein Motocross. Motocross. Hat er gehabt. Und dann hat er so eine Kniescheibe. Hat er ja unterschrieben mit dem... Mega cool. Er ist mega mega korrekt. Mega geile Sieg. Also alle, die da sind immer mega Absolut. korrekt zu uns. Absolut. Auch die nächsten paar, die kommen. Gut, das ist auch unser Charisma, wo ein bisschen... Wer will doch kommen, der ist schlecht Grüße, man macht keine Scheiße. Oder etwas Schlechtes wünschen. Ja, da wärst du ein bisschen Asiater. Auch witzige Szene, wo der Dario erzählt hat, der Dario Kars, wo der kommt, wenn er das gehört, nächste oder übernächste Woche, Ja, genau. hat er so erzählt, er war am Swiss Influencer Award gewesen. Ah ja, das ist auch noch Voll. gut. Ist das dort gewesen und er hat ja, was hat er gewonnen? Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie das... Ich weiß nicht mehr, welche Kategorie, aber er hat die Kategorie gewonnen, Swiss Influencer Award. Grüße an Can. Gianni, grüß an Gianni, das kommt an. Der wird es checken, wenn die Folge mit dem Dario raus ist. Genau. Auf jeden Fall sagt er so, ja, er ist am Swiss Influencer Award gewesen und er hat Nadine Vinzenz nicht kennt Ja, genau. vorher. Und er hat unseren Podcast verfolgt. Also er war Fan vom Podcast, er ist uns gefolgt, korrekt, bevor wir überhaupt mit ihm Weißt du Kontakt was? Ein Gruß an Dario. Ein Gruß an Dario, Mann. Grüß an Ein Gruß an Dario. Und dann sieht er so nach den Vinzenz und geht so zu ihr und sagt so, hey, bist du nicht bei Tage Like lustig im Podcast? Die hat sich auch kaputt gemacht. Die hat sich auch gedacht, die ist wie Wie hast du gefühlt, wo er das erzählt hat? Ich so, boah, brutal, Leute können, andere Leute wegen Tage Like lustig. Ja, ist wirklich legendär. Ja, aber Nein, was das ist läuft auch cool. das Jahr so? Was haben wir so vor? Boah, sehr viele. Ich glaube, das Jahr, wir sind motiviert. Wir haben uns unsere Jahresvorsätze aufgeschrieben. Ja, wir erzählen jetzt eigentlich, was wir im... Du wir musst mal leaken, was wir tun so... jetzt eigentlich schon so weiterfahren mit unserem Podcast, oder? Yes, Verschiedene sir. Leute einladen. Wir haben Yes, schon sir, sehr yes, viel sir. jetzt geplant gehabt. Aber wir wollen den nächsten Step gehen. Und der nächste Step heisst, Ladies and Gentlemen, Trommelwirbel, gibt's einen Trommelwirbel? ihr würdet uns live erleben im Yes, sir. Live-Podcast. Yes, sir, yes, sir. Wir springen auf den Zug auf und nehmen... Absolut, absolut. Ich sage jetzt mal, das Ziel wäre so 3-4. Genau, 3-4, also ein Datum haben wir jetzt eigentlich schon mehr oder weniger gefixt, aber ich absolut. will das jetzt noch nicht sagen oder das Nein, das können wir noch nicht sagen. Aber ich denke, also eigentlich schon zwei Daten. voll. Der zweite, der wird auch Der brutal zweite sein. ist, also eigentlich ist der zweite Ja, genau. der Wildi, der Genau. Wilderi, der wird sogar in dem Podcast dann geleakt. Weil der Ja, Sergio, genau, absolut. der Sergio, wo da im Podcast ist, wo in 1 oder 2 Wochen rauskommt, der hat mit ihm haben wir eigentlich einen Deal gemacht, dass wir Genau. irgendwo auftreten. Oder auftreten. Dort, Erzähl mal, Podcast wieso wollen wir das überhaupt machen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie geil. Boah, das ist eigentlich auf deinem Mist gewachsen, wie man das so schön sagt. Ja. Mit dem Live-Podcast ist von dir gekommen. Ja, voll. Ich glaube, der ist von dir Ja, gekommen. aber ich denke, Leute, das ist jetzt für euch. Wieso wir das überall machen ist, ich glaube, live können wir in den Leuten so eine geile Show bieten, dass sie ein bisschen etwas mitnehmen aus dem Podcast, wie auch fahren. Und in diesen 2 Stunden sicher, wenn sie rausgehen, sagen, hey, ich will den Podcast noch einmal erleben. Oder der unsere 3, 24, 25 oder 27, 30 Podcast dann nachher lässt. Ja, Aber ich voll. glaube, wir sind schon ready, live performen. Ja, also wir sind ja beides zwei Absolut. Party-Leute oder 2 Leute, die gerne gute Stimmung verbreiten. Genau, Und genau. Gas Und dann, geben. das können wir schon in diesen 1000 Gästen, wo uns dann... Also vor allem das mit dem ersten Podcast. Ich sage jetzt mal nicht, er wird eine Probe live, Ja, ja, aber es ist dann absolut. einfach das erste Mal live. Weil für das Genau. zweite Mal müssen wir fix performen, dann muss alles klappen, auch mit der Technik und so. Absolut. Und nichts vergessen, kein Kabel oder Kamera oder sonst irgendetwas. Aber ich finde auch, weißt du, wenn du das anschaust, wo wir den Podcast angefangen haben, ich finde, so Steps musst du auch machen. Ja, du, safe. Du musst auch ein bisschen so, weißt du, ein bisschen, dass die Lust nicht daran verlierst, ja, immer voll, etwas voll. Neues Wir haben probieren. fast 30 Episoden gemacht. Genau. Und wie, jetzt kannst du so sehen, unsere erste Episode, die war ja amateurhaft gewesen, auch, wo wir da Weißt du, wer die aufgenommen erste Episode war? Also redest du jetzt die rausgekommen Nein, ist, die ich weiß erste nicht. oder die nicht rausgekommen ist? haben. Nein, die nicht rausgekommen ist. Meinst du von der, oder? Ja, aber dort haben wir ja angefangen. Ja, stimmt. Das ja. ist bei mir daheim gewesen Die eigentlich. allererste Die haben wir aber Episode, die nicht wir gar rausgebracht. nie veröffentlicht. Und das war eigentlich auch ein Fehler gewesen von uns, finde ich. Ja, genau. So im Nachhinein, dass wir haben viel zu lange gewartet. Ja, wir genau, haben lang gesagt, genau. wir wollen perfekt. Genau. Eigentlich das, was alle immer sagen, Genau. machen das nicht, weil überperfekt wollen Genau, Perfektionismus, Ja. irgendwie, das stört in der Kreativität. Oder Ja, dass voll, du vorankommst, voll, das voll, absolut. voll. Du musst Das, perfekt das, ich sein. finde, das ist auch ein Step Einfach in anfangen. unserem Lernprozess gewesen mit dem Ganzen. Ja, absolut. Aber was mit dem Zusammenarbeiten
Genau. Das, ich finde zwar mittlerweile, machen wir das schon stark. Absolut. Auch ich letztes finde Mal, auch was unsere Gäste uns immer sagen, weißt du, dass wir Genau. das gut machen miteinander. Genau. Ich bin sehr stolz, dass man das mittlerweile so, weißt du, nicht miteinander reinredet oder so. Ja, Das ist schon, absolut. ich finde das schon noch schwierig. Das ist schon, ja, am Anfang ist es sehr schwer. Am Anfang haben wir so viel mal reingeredet, man. Absolut, aber ich finde auch, wir haben die Sauer gesteigert. Lob auch an uns wieder, oder? Wieder mal Lob bei uns. Lob bei uns, Ja, ja. genau. Aber ich denke jetzt live, das ist so wie eine Trainingsphase gewesen jetzt. Die paar Podcasts, die wir jetzt gemacht haben. Ja. Jetzt der nächste Step ist live performen und in diesen Leuten. Voll, ja. Live. Es ist schon, ich finde, da hast du eben schon auch stark in dir drin, so das Grossdenken. Ja, wie schon. Ja, so ein bisschen visionärmäßig. Genau, So, weißt genau. du, das ein bisschen weiterdenken. Ich bin manchmal fast ein bisschen zu festgefahren in Ja. Leute mobilisieren und mit denen Kontakt aufnehmen. Aber weißt du, ich muss dir auch ehrlich sagen, Randy, Bro, du weißt, das habe ich dir schon mehrmals auch gesagt. Wärst du nicht so in dem Podcast-Feeling drin, da hätte ich schon lange aufgehört. Ja. Weißt du, so da, Ja, ohne es dich ist- hätte ich das jetzt auch nicht. Weil ohne ja, dich, ja, eben, es braucht schon uns beide. Ja, voll, ja. Aber du hast es schon auch immer recht gepusht, allgemein, auch immer mit neuen Ideen gebracht und eben, das meine ich so, neue Ideen reingebracht, ja, das können wir jetzt das machen, die Gäste einladen und so weiter, sehr viel. Und da müssen wir dir schon einen Dank auch aussprechen, weil sonst wäre Dankeschön. der Podcast nie so lang gegangen. Dankeschön. Ja, Bro, sollen wir jetzt gerade zu die Emotionalschiene fahren? Oder? Bro, ich danke dir auch. Dass du... Gibst aber ein Küssli aufs Nüssli. Ja, du weißt, was ich meine. Absolut, ja, das ist mir auch schon off-cam und so gesagt. Ich bin dir auch dankbar für die Aussprache. Und so. Das ist ja auch schön. Aber wär's jetzt, hättest du voll anschissen oder wirst du auch mal abblocken? Oder wahrscheinlich ja. mal nicht mitziehen oder so, dann wirst du mich auch anschießen. Ja, so, ja, so zusammen ist ja. Es macht Du auch Spaß. pushst ja. dich halt auch gegenseitig, weißt du, Genau. dass man das Produkt Ja, so genau, geil das wie ist möglich machen Das kann. ist so. Und ich finde vor allem auch, du hast viel mehr Erfahrung mit dem, ich sage jetzt mal, Öffentlichkeitsstau ist jetzt ein bisschen gross geredet, Ja. aber ein Produkt für Content kreieren, Genau. so in dem Sinne, das Genau. Produkt zu machen. Und machst das ja auch schon mega lang und manchmal Absolut. kommen mit irgendwelchen Ideen, weißt du, hey, ich kann mir das so und so, dann sagst du, ja, Bro, ist ein bisschen schwierig, Ja. wie willst du das denn anbringen und so. Und Aber mittlerweile tust du ja auch Videos schneiden. Bro, ich habe ein Reel gemacht. Ich Ich schwöre, brutal, Ich habe noch den Maya, wo wir in der Ferien sind, in den Malediven am Regen, Ja. ich dort am Umgehen lernen, was mache ich. So, weißt du, komm, schau, ich tu mal irgendwie so ein paar Bilder anschauen, dann habe ich ein Reel zusammengeschnitten. Bro, mir haben etwa 5 Tamilen geschrieben, weil ich habe ein Reel gemacht von Sri Lanka, die mir nicht auf Instagram folgen, weil ich dort in der Ferien war. Und ich habe so ein Reel gemacht über Sri Lanka und dann habe ich einfach so ein Lied genommen. Ich habe so nicht googelt, ich habe dem so einen Tuk-Tuk gefahren. Ich so, okay, was ist, lass mal so ein paar Ja. geile tamilische Lieder drauf. So, das so alte Gesangslieder. Ich so, Bro, lass mal eins, was abgeht. Weißt du, was ich meine? Dann hat er mir das gezeigt, habe ich das so ins Video rein tun. Bro, wir haben etwa 5, 6 Tamilen geschrieben. Ey, Legende und so, voll geil. Und ich so, lol, hat er so viel zu den Content Creator. So Mann. geil, so geil. Das ist geil gewesen. Wie sieht so Schau, er ist wieder mal alle. Da geht's nicht auf. Deine Jahresvorsätze, erzähl mal so, was hast du geplant? Was wirst du erreichen das Jahr? Was wollen wir erreichen als Loose? Was haben wir? Ich habe Posts gesehen von dir, Bro. Ich habe das stark gefunden. Und das musst du jetzt auch ein bisschen so. Du musst dir das manifestieren, weißt du? Du musst es erzählen und aussprechen. Absolut aussprechen. Ja. Ich würde für mich selber, ich sage jetzt mal für mich und ein Podcast, und jetzt mal so ein bisschen trennen, ich sage jetzt mal für mich, ich würde gerne wieder ein bisschen fitter werden. Einmal in der Woche Sport integrieren Ja, in meinen mega. Alltag. Ich habe mir selber gesagt, ich würde gerne 1-2 Mal Stand-up-Comedy ausprobieren. Weißt du, das, was der Fabio Landert macht zum Beispiel. Ja. Einfach so auf der Bühne stehen und so ein bisschen Leute, Das ist geil. so ein bisschen Das Jokes passt machen und zu so. dir. Ja, Bro, mir haben das jetzt schon Aber zwei, Drigo, schon 2-3 Leute schon probieren. gesagt. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich will es gerne mal ausprobieren, weil ich will mich jetzt als eher humorvolle Person identifizieren, klassifizieren. Ja, ich will es gerne mal ausprobieren. Weißt du, ob das, wenn du so vor Leuten stehst, ob das auch kannst? Ja, Weißt du, aber auch kannst so auf Knopfdruck lustig sein. Aber ich denke, look, auch wenn es schief laufen oder die Leute nicht würden lachen, du wirst wissen, wie umgehen mit dem. Weil weißt, es gibt zum Beispiel, weißt du, was ich bin ich ein meine? entspannter Typ. Aber So bei so Sachen, du
weißt du, wie reagieren, lösungsorientiert, Ja. nicht gerade hektisch, oh mein Gott, ich lache nicht, was Ja, soll ich ja, jetzt ich machen, weiß, weißt? was du meinst, ja. Das brauchst du auch, Ich, dass du ich, auf der ich glaube, Bühne stehen kannst. genau aus dem Grund könnte es funktionieren, könnte ich das nicht schlecht, also will ich es nicht so mega schlecht Ja, machen, ja. so, weil ich entspannt bin in so Sachen. Okay. Und ich glaube, mit mir muss man auch klarkommen, weißt du, ich tue es nicht mega anecken oder so, aber ich bin ja recht ein direkter Typ, weißt du, ich laufe Ja, ja. rein, oh, du scheiß Schipi und Ja, so, weißt du, ja, so, voll. so auf Spaß jetzt. Da würde ich gerne ausprobieren, das würde ich gerne machen. Und ja, für den Podcast, wenn ich mir selber so auf die Latte schreibe, ich würde gerne 100 Podcasts machen, jetzt nicht in diesem Jahr 100, das ist jetzt schon ein bisschen viel, aber sicher mal, dass wir irgendwann mal, wenn wir 100 haben, kann ich es hure ernst nehmen. Dann kann ich es massiv ernst nehmen. Weißt du, das wäre noch so in diesem Pace, so 3-4 Jahre noch. Den Schnitt sicher halten. Ja. Und auch eben so 3-4 Live-Podcasts. Da ist mir schon ein bisschen eingepflanzt. Das würde ich gerne mit dem Podcast machen. Und Bro, ich würde gerne an die Veranstaltung gehen, wo der Podcast of the Year nominiert wird. Ich würde gerne Minimum nominiert werden. Absolut, Minimum nominiert werden. Das schreiben wir gross. Ja, safe. Also das ist jetzt auch nicht abgesprochen. Vision Board. Da mit dem 3-4 Mal live und so, das ist natürlich schon abgesprochen. Da haben wir schon miteinander drüber geredet und auch, dass der Podcast so weiterlebt, so im Schnitt wird, also jede zweite Woche Episode, wenn man so 25 oder so wie letztes Jahr. Und das mit dem nominiert werden für Swiss Podcast of the Year. Fun Fact: Swiss Podcast, die das vergeben, der Award, die folgen uns auf Instagram. Ja, aber hey, wenn ihr jetzt das loset, wir machen aus dem ein Reel. Du uns mal nominieren, Mann, ey. Nominieren, aus dem können wir echt ein Reel machen. Wir haben eine riesen Community. Hey, bitte, Swiss Podcast, könnt uns bitte nominieren für Swiss Podcast of the Year. Ihr dürft sogar auswählen, welche Kategorie. Von mir aus Koch-Podcast, was auch immer. Ist egal, einfach, dass wir nominiert sind und dass die Jahresziele erreichen. Voll, Mann. Du? Hey, auch schon erstmal geil, brutal. Ich feiere das, wenn Leute eben, aber das machen ja viel, weißt du, so jedes Jahr planen und sagen, hey, jetzt das Jahr will ich das, und dann sind sie in der ersten Woche motiviert und nachher lernen sie nachher. Aber das ist, ja, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Ich habe mir im Fall seit vor einem halben Jahr sehr viel Gedanken gemacht, weil ich auch das immer aufgeschrieben habe, meine Jahresvorsätze, und gesagt habe, ich will 50 Clips machen, 50 Shootings, das will ich erreichen. Und dann muss ich ehrlich sagen, während dem Jahr ist mir das immer verloren gegangen, weißt? Ich habe mir einfach, meine Jahresvorsatz ist einfach, ich habe keine Übersicht mehr gehabt, ich habe jetzt so viele Shootings, und du gehst auch in die Gefahr rein, wenn du das ganze Jahr eben so planst, schau es wieder an, Leute, so planst, dass du eigentlich vielleicht auch in eine falsche Richtung kannst laufen, weißt? Ja, das ist so, dass du dich fast ein bisschen verlierst in dem Genau. Ganzen. Ja. Und dann habe ich ein Buch gelesen, 1%-Methode, wie man Gewohnheit sich aneignet. Und dort ist etwas mega Cooles gestanden. Plane im ganzen Jahr, plane im Quartal. Dann habe ich mich mehr mit dem befasst, wie so im Quartal planen, weißt. Und dann, du kannst schon planen im ganzen Jahr, habe ich auch gemacht. Meine Jahresvorsätze für die Firma, für mich als Person, Familie. Und dann habe ich das aufgeteilt auf Quartal und immer mir Ziel gesetzt, erste Quartal will ich so viel. Und dann auf die Zahlen ausgewertet. Das heisst eben, wie gesagt, ich will 50 Shootings haben oder ich will einen Umsatz haben von 500'000 Franken. Ja. Dann, wie schaffe ich den Umsatz? Und wirklich, jetzt habe ich mir das als Gewohnheit gemacht, aber das Buch ist wirklich brutal. Ich empfehle es wirklich jedem, das zu lesen. Weil ich bin ich lese eigentlich gar nicht gerne. Ich bin... Die Türen bin ich eigentlich schlecht. Ja. aber ich habe das durchgezogen und das hat mich sehr, sehr weitergebracht, weil mittlerweile plane ich mir auch ganze Woche, ich plane den Quartal, ich plane wirklich immer, jetzt am Sonntag gucke ich ab und dann schaue ich meine Quartalsziele an und sage, okay, was mache ich? Das mache ich jetzt jede Woche, seit jetzt einem Monat. Seit dem 1. Januar? nein, seit einem Monat. Das ist schon vorher habe ich angefangen. Ich habe zuerst Quartal angefangen. Ich habe mich einfach so wie eben das aufarbeitet. Weißt, ich geschaut, wie jetzt Quartal, und dann bin ich orientierungslos gewesen. Du weißt, wie eben Organisation ist bei mir immer so ein bisschen das Problem gewesen.
auftragmäßig, jetzt, was kommt jetzt dran, was Ja, ja. priorisiere ich. Absolut, ja. Und jetzt mit dieser Technik kann ich es wirklich auch gut. Und eben, ich plane mir nachher immer ganz Woche, schreibe ich wirklich jeden Tag auf, was ich mache. Und jeden Tag mache ich mir die Datei auf am Morgen und dann schaue ich, heute habe ich das. Dann tue ich mir das in den Kalender eintragen. Aber das Interessante ist, ich tue mir eigentlich die Quartalsziele auf die Woche nachher aufbauen. Das heisst jetzt, was mache ich jetzt, dass ich jetzt meine Ziele erreiche? Dann tue das ich Quartal, die zum Beispiel Training Oh, krass, oder ja. so mit Familie. Ja, auch da mit dem Gym. Du bist. Ja, jetzt du auch. bist- du bist Das nicht ist am auch Durchziehen. aus dem Buch eigentlich. Ich es durchziehen. Ich habe immer anfangen. Ich habe mit Fußball wieder angefangen. Boxen habe ich angefangen mit Kollegen immer am Morgen go boxen. Und dann habe ich immer die Lust nachher wieder daran verloren. Immer so 2 Wochen, 3 Wochen durchgezogen und nachher habe ich gesagt, wieso funktioniert das nicht mehr? Weißt, früher bin ich nur motiviert gewesen. Ich habe 18 Jahre lang Fußball gespielt. Immer ins Training gegangen, am Wochenende ein Match gehabt. Und dann eben, man muss eigentlich sich eine Gewohnheit machen, dass man den Erfolg hat. Und ich habe mir gesagt, wie machen wir daraus eine Gewohnheit? Ja. Ich mache mir einfach eine Challenge, das veröffentlichen und dann provozieren mich die Leute und ich bin so ein Ehrgeiziger, wenn mir Leute schreiben, dann sage ich, oh Scheiße, hey, jetzt muss ich ins Training gehen. Und dann jetzt so mittlerweile habe ich mir das als Gewohnheit können aneignen, nach 30 Trainings, dass wenn ich sage, heute wenn ich oder heute nicht trainiere, dann fühle ich mich gerade schlecht. Ja. Das ist mega. Und jetzt bin ich voll im Flow drin. Aber ich habe den Schubs gebraucht und also mit dieser Challenge, ich tue es immer empfehlen, dass jeder so eine Challenge macht oder das veröffentlicht, weil das ist nicht jeder der Fan davon, Ja, weißt du, dass safe, er das so auf Story postet. Ich mache es Safe, jetzt auch nicht wegen, dass ich sehe, wie ich boxe und so, sondern das ist wirklich nur als Dich Push selber gewesen. besiegen, ja. Genau, und mir das als Gewohnheit aneignen. Also ich habe gerade so diesbezüglich anschliessend. Ich habe Biografie von Thierry Henry gelesen. Ist ja Fußballer, Arsenal-Spieler, Diese Legende, ja. riesige Legende, Barca-Spieler. Das zwar eher, ich klammere, nicht so geil, aber Barca-Spieler, Weltmeister von Frankreich. Und er hat in seinem Buch sagt er, what a guy, you need to love the pain. Absolut, das ist geil. You need to love the Ja, pain. das Es ist mental und physisch, psychisch mega wichtig, dass du das Gas gibst, weißt, dass dich manchmal musst dich auch lieber nicht überfordert fühlen, sondern am Limit sein. Du musst ans Limit gehen, wenn du irgendetwas erreichen willst, wenn du größer werden mit der Firma, mit dem Podcast, im Geschäftsleben, im privaten Leben, wenn du alles richtig machen, zufriedenstellen, Genau. dich selber zufriedenstellen, dann hast du nicht viel Zeit für dich selber zum Hängen. Weißt Genau, du, das ist so. Zum auf dem Sofa hocken und Netflix schauen und so. Du musst selber immer dranbleiben, immer irgendetwas machen. Ja, das ist so. Ja, und der Hustle eigentlich, du musst schauen, dass eine intrinsische Motivation wird. Das ist Im so Wort- das, was ich aus ihm rausgenommen habe. Im Wort Leidenschaft ist ja das Wort Leid Leiden, drin, ja. weißt du? Ja, Und genau. das sagt ja schon sehr viel. Absolut, ja. Weißt du, was ist der Unterschied zwischen, das habe ich auch gelernt, zwischen erfolgreiche und erfolglose Leute sind? Jeder hat mal einen Push im Leben, Ja. wo er sagt, ich will jetzt das machen. Weißt du, so, jetzt eben wie die Jahresvorsätze oder ich weiß auch nicht, Ja. oder er will etwas kreieren. Aber der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Leuten ist, beide werden mal scheitern. Aber der Erfolgreiche macht weiter und der Macht weiter, der Erfolglose andere hört auf, ja. hört er gerade auf. Weißt? Ja, voll. Und das ist eigentlich nur die ganz simple, so eine simple Erklärung. Wenn du willst erfolgen, musst du einfach weitermachen. Bro, weißt du, das ist eben für mich im Fall auch etwas, wo mich mega motiviert immer. Ich habe mal vom 50, wo habe ich das? Irgendwo habe ich das mal vom 50 gesehen oder gehört, wo er einfach sagt, Druck ist ein Privileg. Druck ist ein Crazy. Privileg. Also entweder irgendjemand glaubt an dich und irgendeine Ja. Firma und gibt dir eine Chance und zahlt dir jeden Monat viel Geld, dass du Absolut. ablieferst. Oder noch viel wichtiger, du selber glaubst an dich. Und du selber machst den Druck. Weil wenn du keinen Druck hast, dann glaubt entweder niemand an dich oder du selber nicht an dich. Crazy, Druck ist ein Privileg. Das ist für mich ein Statement, wo mich mega touched hat. Oder mega berührt. Weißt du, wenn die manchmal so ein bisschen, auch wenn sie mit dem Podcast, wenn die einmal so denken, Kollege, Alter, schau jetzt, der Luz hat etwas abgesagt oder da irgendein Gast Ja, hat ja. etwas abgesagt. Weißt du, es schießt sich selber an, aber denkst so, Kollege, scheiß drauf, was willst du machen? Genau. Wir jetzt auch, eigentlich hätten wir jetzt im Dezember nicht so viel Ausfälle gehabt mit Ja, Episoden. genau. Aber uns haben nur viele Leute abgesagt, Ja, ja. wo wir eigentlich abgemacht haben in den Termin, kurzfristig abgesagt haben. Bro, was willst du machen?
Genau, das ist so. Bro, und jetzt haben wir halt ein paar Wochen mal unseren eigenen Ansatz für die Woche eine Episode nicht können standhalten. Bro, weiter durchziehen, was sollst du machen? Absolut, absolut. Das ist auch, glauben wir, Leute, wenn wir das in 5 Jahren postet, der Reel wieder, daraus machen wir wieder ein Reel. Wir machen das allem ein Reel. Ihr werdet sehen, weil wir dranbleiben sind, wir werden nicht nur schweizweit, ganz Welt werden wir mit dem Podcast erreichen, glauben Sie mir. Also ich finde vor allem auch, ich find vor allem auch geil, weißt du, jetzt, weil wir uns nicht limitieren im Podcast, weißt, mit genau. Musikern oder mit Influencern oder so. Immer wieder andere Leute haben, Ja. haben wir immer wieder andere Inputs. Weißt du, wenn wir jetzt immer die ganze Zeit, ich sage, keinen Influencer hätten, da im Podcast, dann geht es immer ein bisschen ums Gleiche. Weißt du, was ich meine? Dann ist es für uns nicht so mega geil und auch für die Zuhörer nicht so geil, wenn immer wieder das gleiche Zeugs hörst. Ja, genau, das ist so. Das ist so. Und da ist ja auch das, was geil macht und was für uns auch spannend macht. Absolut. Also mir macht es auch spannend, weil die Geschichte auch von den verschiedenen Leuten immer zu hören, pusht mich das immer nach jedem Podcast, weißt du, wie der das erreicht hat oder was er gemacht hat, was er aus seinem Leben gemacht hat. Ich habe zum Beispiel einer, der mich wirklich mega beeindruckt hat, ist der Robin von Freeways. Ja, Alter, mit 22, hure wild, wie er nicht nur seine Story, wie er es gemacht hat, sondern wie er im Podcast war, neben dem, was außerhalb vom Podcast, wie er straight sein Leben strukturiert hat, noch Absolut. immer mehr Erfolg hat. So jung, weißt du? Ja, und das, by the way, ich weiß nicht, ob er das gesagt hat im Podcast, irgendwie 2-3 Monate bevor er die LAP hatte, hat er die Lehre abgebrochen. Ja, voll. Da musst du sagen, Kollege, mein Vater hat mich geflattert, Alter. Ich bin von da Absolut, bis in 3 hineingeflogen. Weißt du, was ich meine? Das Absolut. ist wild. Und so Sachen sind massiv motivierend. Massiv. Ich finde Aber das auch geil. Ich finde das auch brutal. Aber nicht, dass jetzt jeder Lehre abbricht. Ja, safe. weil man muss schon der Typ auch dafür sein. Ja, weißt du? ja. Ja, Also, er hat sich das voll Mega. manifestiert Mega, im Kopf und mega, gesagt, mega, er mega. wird das erreichen. Weißt du, und auch wenn Leute, weil jetzt, wenn ich vorher gesagt habe, nicht auf dem Sofa hängen und Netflix schauen, Kollege, für die einen Leute ist das Erfüllung für ihrem Leben. Ja, weißt du, ist genau. das voll und ich find auch, wenn du zufrieden bist mit dem, wie du bist, Kollege, dann mach absolut. weiter so. Weißt du, Absolut. wenn du ist mehr so. machen, wenn du Gas geben, Bro, dann ist was anderes. Aber wenn das für dich so in Ordnung ist, Bruder, Das ist dann so. mach weiter, Alter. Schlussendlich, wenn du zufrieden bist, wichtig ist, dass du glücklich bist, ist der erste Satz gewesen, auf Serbisch, den ich gelernt habe. Ja. Bitte nur, dass sie es retten. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Ja, das ist so. Bro, weißt du, wenn es für dich passt, Alter. Genau. Mich selber ekelt es an, wenn ich zu viel am Hängen bin, zu viel am Gammeln bin, ekelt es mich selber, weißt du, dass ich so unproduktiv bin, nicht gemacht habe. Für mich selber, für mein eigenes Mindset oder was auch immer. Absolut. Weißt du, Ja. was ich auch bei vielen gesehen habe, eben Thema Manifestieren. Weil Ja. Viele, die ich so rausgehören, die sagen es und schreiben es und weißt, machen ist immer so eine Frage. Aber du musst dir das nicht nur, du musst es so wie in dir innen spüren. Weißt? Ich sage dir immer, wenn du etwas hast, wo du dein Ziel willst erreichen, du musst es fühlen. Nicht nur einfach sagen oder schreiben und so. Das ist der größte Fall, wo nachher jeder sagt, jetzt mache ich einen Schritt, den der andere gemacht hat, ich breche das ab und dann er lebt es gar nicht, weißt du? Er lebt es gar nicht. Ja, du Und dann musst- der scheitert er so oder so. Nur etwas mal aussprechen ist ja, Genau. mal, ist ja der erste Punkt. Das ist schon mal der erste. Aber Kollege, das ist nur der Anfang. Weißt Ja, du musst voll. dann da ist so à la, wenn du etwas kaufen, wo ohne aufs Preisschild müssen schauen, dann musst du halt so viel schaffen und hustlen, ohne auf die Uhr schauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Was erzähl mal, was? Wenn du etwas kaufen, Ja. ohne müssen aufs Preisschild schauen, Ja, genau. dann musst du genau. so viel hustlen, ohne auf die Uhr zu schauen. Ja, absolut. Weißt du, Das ist so. manchmal musst du halt am 11 Uhr Abend noch 2-3 Stunden etwas machen. Das ist so. Das Was ist so. sollst du machen? Manchmal ist halt so. Mich selber pusht auch immer wieder. Ich bin selber ja kein Alkoholiker, ohne die genaue Definition von Alkoholiker zu kennen. Ich glaube, wir wären Alkoholiker, wenn wir so die offiziell anschauen. Aber mich selber pusht immer, die haben so ein Symbol, das 24. Wenn du süchtig bist nach irgendetwas, nach Alkohol, Drogen, Ziggis, was auch immer, du nicht sagen, ich tu nie mehr Alkohol konsumieren, nie mehr nicht rauchen, nie mehr was auch immer,
sondern sag immer die nächsten 24 Stunden. Weil das Wort nie mehr ist für dich Ja, selber genau, im Kopf genau. wieder schwierig zu sagen, ey, nie mehr irgendeinen Termin vergessen oder so. Nie mehr. das ist Kollege, so. das Wort, Man muss wie wenn's schauen, dann- wie man mit sich redet. Ja, wenn du dann selber verkackst, dann bist du enttäuscht von dir selber. Genau, Sag genau. immer die nächsten 24 Stunden. Genau. Hilft mir selber jetzt persönlich, wenn ich so irgendwie... Absolut. Wenn sehr ich gut jetzt eine gesagt, Diplomarbeit haben schreiben, Kollege, ich habe 50 Seiten in 4-5 Tagen müssen schreiben, Kollege, dann... Es ist auch- Müssen wir danach machen. ja. Es ist auch sicher sehr viel können das Buch Secret oder sonst auch die Doku oder der Film. Es ist, die Wörter sind schon stark. Und wenn du sie aussprichst und wenn du dir auch immer sagst, oder dumme Sieg oder Ja. Scheiße, ich schaff das nicht. Oder, das ist deine Kern speichert das, dass du es wirklich schaffst, Ja, weißt du? Bro, behandle dich selber mit Respekt. Ja, voll. Safe, ja. Musst du Zack, selber genau. abpushen. Entweder, wenn du das selber schaffst, pushen, dann los die Podcast. Absolut, Wir jetzt absolut. mindestens 20 Minuten schon massive Motivationstag, das Leben des Grauens gehen. Ja, ich schwöre. Aber ich ja, schwöre. Bro, ab und zu brauchst du das eben Ja, auch. das ist sehr wichtig. Und, Und überleg, ich meine, sehr viele Podcasts machen ja die meiste Zeit selber, weißt du, so Genau, das genau. zweite oder allein. Bro, das ist jetzt unsere zweite Episode, glaube ich. zweite oder dritte. weiß nicht genau. Zweite oder dritte Episode, ja, die allererste, dann haben wir zwischen dreimal eine gehabt. Genau. Wir haben fast nie uns einfach so allein unterhalten über Absolut. irgendetwas. Absolut. Weißt du, über Erfolg, über Mindset oder so. Findet ihr das cool? Das Gerne, muss- ja. Montiert das in die Kommentare, wenn Ja, das jemand absolut. wirklich geil findet, dass wir das auch mal mehr so zu zweit machen. Genau, genau. Das ist jetzt eigentlich auch entstanden, weil jemand abgesagt hat. Ja, Im absolut. Podcast wieder mal abgesagt Aber hat. wir sind lösungsorientiert. Und Lösungsorientiert wie ich gesagt habe, unterwegs. wir sind wie sagen wir, Wir hängen nicht auf dem Sofa in dieser Zeit und schauen jetzt Netflix. Mit dem, ja, Bro, was sollst du machen? Ab und zu musst du halt selber Absolut. durchziehen. Absolut. Vor allem jetzt halt alles heute haben wir sie auch genutzt, um so ein Sachen zu planen und so. Genau. Und nachher dann halt noch 2-3 Gäste und so, die wir noch haben. Nutzen immer unsere Zeit richtig, auch. Voll. Und was haben wir denn noch? Haben wir noch etwas zu sagen heute? Ich glaube, Ja, jetzt sind wir auch schon, was sind wir jetzt schon? schon 40 Minuten. 40 Minuten. Lassen wir das kurz und knackig heute. Ja. Weißt du, ich würde auch sagen, lassen wir das kurz und knackig. Ich Lassen denke, wir euch wieder warten auf die nächste Woche. ja, Was absolut. ist nicht, wenn die absolut. rauskommt, ob die jetzt morgen oder... Ja, das Ja, kann man schauen. sehen wir dann ja noch. Ich finde es geil. Es ist geil gewesen. Wir können Weil wieder ich Gespräch, für starten. das, dass wir nicht wissen, was Absolut. wir reden sollen. Wir sind heute. einfach reingeguckt und einfach auf schnurren. Voll, Mann, voll. Aber ich denke, jetzt wissen die Leute, was auf sie zukommt. Voll, was im 25 war zu. Ja, Also wieder eigentlich die wirklich. gleiche Pace wie letztes Jahr. Wir probieren die Woche. Absolut. Klappt vielleicht nicht immer. Aber jetzt, ich sage Januar, Februar, haben wir sicher wieder ein paar Episoden rauskommen. Und wir geben Gas. Absolut. Wir geben Gas. Ey, Ladies and Gentlemen. folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, Überall. auf Apple Music, Liken, YouTube. kommentieren, teilen. Yes, baby. Ladies Liken, and teilen. Gentlemen. Schicken Nudes am Blues. Bleiben Ciao, gesund, ciao, küssen ciao, eure Mütter ciao. auf die Stirn. Ciao zusammen. Talk it like Loose D.